Ciao, hallo, hoi, hello, saluton! Ich bin Darlegino. Und bevor ihr das Video schaut, wären wir extrem froh, ihr würdet uns abonnieren. Wenn ihr schon dabei seid, klickt doch gerade auf «Gefällt mir». Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Video. Tschüss! Hello, my name is Lirazy and welcome back to my channel. Wenn ihr schon da seid, dann habt ihr sicher schon die anderen zwei Videos gesehen. Wenn nicht, dann geht ihr da runter. In der Beschreibung habe ich euch den Link gemacht für die anderen beiden Videos. Hey, ja, da sind wir wieder. Und zwar geht es weiter mit meinem absolut interessanten Abenteuer in dem Hotel Mar Azul / Tropicoco. Ja, wie gesagt, es war nicht so ein cooler Aufenthalt dort allgemein, aber trotzdem, ich finde es irgendwie so im Nachhinein, muss ich sagen, ist es schon recht spannend, weil es ist einfach eine coole Geschichte, die ich euch allen erzählen kann. Wir sind dann schlussendlich nicht in den Ausgang gegangen, sondern ins Bett, weil es einfach nichts gegeben hat. Wir haben dann am nächsten Tag beschlossen, hey, wir gehen doch aufs offene Meer mit so einem Katamaran. Ich blende euch Bilder gerade einblenden. Was mega schön war, dummerweise, ist es mitten auf dem Meer. Kurz eine halbe Stunde später ein Sturm gekommen. Wir mussten dann mega schnell wieder zurück ans Land. Ja, es war ehrlich gesagt nicht so cool, weil wir sind dann wieder ins Hotel zurückgegangen und ja, haben uns umgezogen und in dem Moment haben wir gemerkt, shit, der Sturm kommt doch nicht und wir sind für nichts wieder zurück an Land. Also, wir hatten einfach so viel Pech gehabt, es war unglaublich. Ja, mit Stürmen vor allem. Schon am Tag vorher haben wir ja schon einen Sturm erlebt mit der Familie am Strand. Ja, es ist einfach wirklich... Ja, auf jeden Fall ist dann nicht mehr so viel Zeit übrig geblieben. Und dann haben wir gedacht, ja komm, es ist die letzte Nacht. Wir sind dann noch runtergegangen tanzen. Dort hat es dann zum Glück mal ein Abendprogramm gegeben. Sie haben den Pool gereinigt. Ich frage mich immer noch, wie sie den sauber bekommen haben für die Ballettwassertänzerinnen und Tänzer. Das war sehr schön, muss ich sagen. Das war ein cooles Programm. Und auch nachher der DJ war gut, der nachher im Hotel war. Das muss man sagen, das war schon sehr schön. Das Einzige, was ist, dort unten, der ganze Raum war nicht klimatisiert. Das heisst, du hast getanzt und nach einer halben Stunde hast du eigentlich keine Lust mehr gehabt, um dort unten zu sein, weil es so heiß war. Ja. Dann sind wir halt haben wir wollen schlafen, Betonung, weil als wir dann angekommen sind, im Zimmer hat es 2 riesige Kakerlaken gehabt. Ich hoffe, ich habe Fotos noch, weil dann kann ich sie euch einblenden. Meine Mutter hat die dann erschlagen. Wir haben dann gefunden, jetzt geht sie an die Rezeption runter und fragt, woher die Kakerlaken kommen, weil wenn die nochmal reinkrabbeln oder so, ist das ein grosses Problem. Dann haben die von der Rezeption uns einen Mann aufgeschickt, der ist ins Zimmer reingelaufen, hat die Kakerlaken angeschaut und gefunden, ah ja, die sind unter der Tür durchgekrabbelt. Keine Entschuldigung, nichts. Kakerlaken im Zimmer, das ist etwas für mich, was einfach... Es geht einfach voll nicht. Es kann passieren, aber es geht einfach voll nicht, wenn du vorher schon Blut im Bett hast. Die ganze Woche, sie haben es im Fall nicht gewechselt. Also die ganzen 4... Nein, nicht, wir haben nur 4 Tage dort verbracht. Die ganzen 4 Tage, wo wir dort waren, haben sie unseren Bettbezug nicht gewechselt. Das heisst, es hat immer permanent Blut drauf gehabt. Das ist auch eine Leistung. Du siehst doch, dass Blutflecken drauf sind. Warum wechselst du nicht den Bettbezug? Aber scheiß drauf. Ja. Die Kakerlake ist dann irgendwann wieder zum Leben erwacht. Ich habe sie dann nochmal mit Gewalt probiert zu erschlagen. Wir haben sie dann irgendwie das WC durchabgespült. Ja. Vor allem, wisst ihr, wir waren im 5. Stock und wir haben uns schon gefragt, wie sind die Viecher dort raufgekommen. Aber
wir haben dann gepackt und entschlossen, wir verlassen das Hotel morgen so schnell wie möglich. Wir haben dann entschlossen, wir tun unser Gepäck im Gepäck abstellen lassen. Wir hätten ja noch den ganzen Tag Zeit. Und dann haben wir gefunden, wir haben davon gehört, es gäbe so ein Einkaufszentrum in Guanamo. Und dann hat uns das andere Security-Typ so ein Taxi organisiert. Und ich ehrlich sagen muss, das nächste Mal mache ich das auch nicht mehr. Das war ein komischer Taxifahrer, also besser gesagt sein Boss. Und dann sind wir rübergefahren in das Einkaufszentrum. Das waren 2 kleine Hütten. So 2 kleine Hütten. Nein, und überall, wo du schauen gehen, ob man irgendwie Zigarren günstig bekommen oder so. Nein, die Zigarren sind extrem überteuert verkauft worden, überall. Dann habe ich gefunden, nein, kaufe ich nicht, sorry. Ich kaufe den Rum da noch. Obwohl ich eigentlich genug Rum gesehen habe für den Rest von meinem Leben. Jetzt stehen die 2 Rumflaschen bei mir daheim umeinander und ich kann es nicht einmal trinken. Also einfach nicht. Aber ja, dann haben wir irgendwie Hunger bekommen, gefunden, ja, wir müssen ja noch Zeit vertrödeln, es sieht alles mega schäbig aus, gut, meinetwegen gehen wir halt dort rüber, was ist das? Ja, haben wir Hunger? Ja, haben wir. Dürfen wir ein Menü haben? Ja, es gibt Reis und Poulet. Gut, friss ist mal Reis und Poulet. Es war wenigstens günstig. Es war fein. Getränke haben sie für uns irgendwo herholen. Ich habe keine Ahnung, wie sie das gemacht haben, weil sie selber kein Getränk hatten. Und dann hat uns irgend so ein Kubaner wollen, sozusagen in eine Touristenfalle locken und sagen, ja, ich zeige euch irgendetwas und dafür müsst ihr mich zahlen. Und ich habe dann gefunden, nein, machen wir nicht, wir hauen jetzt ab von dem. Und ich habe dann gefunden, hey, schau, Mami, ich habe so das Gefühl, dort hinten gibt es sicher irgendwie Cocktails, ich spüre das. Und die Straßen sind auch besser geworden, sind auch schöner geworden. Es hat aufgehört Müll zu haben. Es hat auch ein Touristenzentrum gehabt, was natürlich geschlossen war, wie zu erwarten. Und dann ist so ein schöner, kleiner, grösserer Flohmarkt auftaucht, wo es wirklich auch Touristenkleider verkauft haben und so mega schöne kleine Sachen und vor allem Zigarettenschachteln, so Zigarrenschachteln. Und dann habe ich doch gefunden, irgendjemand auf diesem Markt, der muss doch Zigarren haben. Und dann habe ich gefunden, hey, vertickt da irgendjemand Zigarren? Und dann ist so ein Geflüster durch den Markt durch. Und dann habe ich gesagt, du willst wirklich Zigarren? Und ich so, ja. Nachher hat sie gefunden, ja, Juan, komm da hin. Und dann nachher ist der Juan gekommen und dann nachher ich so, Zigarros? Und er so, Zigarros, ven conmigo. Und dann hat er das Zeug angefangen auspacken und hat so riesige Zigarren ausgepackt und gefunden, ja, ich habe da mega viel Stück, 25 Zigarren kannst du haben für 55. Und ich habe dann gefunden, Juan, los, ich brauche nicht so grosse, hast du nicht kleinere? Er grübelt nochmal und findet, ich kann die kleineren Zigarren haben, auch 25 Stück für 50. Was ich ein bisschen straub finde, wieso nur 5 Stutz weniger. Ich habe dann gefunden, weisst du, Juan, aber 25 Stück sind mir ein bisschen zu viel. Kann ich nicht einfach nur 10 haben? Und er hat dann irgendwie ein bisschen gefunden, es sei schwierig wegen dem Flugzeug und so. Und ich so, allgemein, kriege ich da nicht Schwierigkeiten über am Flughafen? Also nein, er hätte die Etiketten und so. Also es sollte kein Problem sein. Und ich so, ja, aber trotzdem, es ist das Risiko, das ich eingehe und so. Und dann hat er gefunden, ich könnte sie für 45 haben. Ich wollte eigentlich noch weiter abhandeln, aber meine Mutter hat mich unterbrochen, und zwar aus gutem Grund. Und zwar ganz wichtig, die Zigarren kosten normalerweise 25 Stutz etwa 380 Franken. Und man verkauft die auf den kleineren Märkten für günstiger, das ist möglich. Aber weil die Duty-Free-Shops die für so teuer verkaufen und das nachher für 45, wir haben uns zwar eine Quittung gegeben, aber wenn man tiefer gegangen wäre, hätten wir vielleicht Probleme am Zoll bekommen, obwohl wir es ja für diesen Preis bekommen haben. Aber trotzdem, es geht nicht zu tief runter, wenn ihr irgendwo Zigarren kauft oder so. Es hat sich dann herausgestellt, dass wir anscheinend
Der Touristenmarkt ist zwar schon ein Touristenmarkt, aber das ist so ein bisschen... Naja, die Zigarren waren gut gewesen, hat mein Cousin mir versichert, aber ja, ich glaube, wir sind auf einem Schwarzmarkt gelandet, aus versehentlich. Aber ja, es ist ja gut gegangen und ja. Ja, wir haben dann unsere Cocktails schlussendlich dann noch bekommen. Und zwar sind das 2 Straßen weiter gewesen, und dort hat es wirklich ein schönes Restaurant gehabt und wirklich mega feine Daiquiris. Und ich finde es so schade, dass wir das erst später herausgefunden haben, weil sonst wäre ich die ganze Zeit in diesem Restaurant gewesen und hätte dort mein Getränk getrunken. Und dort hat es genau so viel Alkohol drin gehabt, wie es sollte, und nicht zu viel. Und das ist mal der Abschluss von dem 3-teiligen Dings, von dem Horror-Hotel Mar Azul Tropico. Bucht nicht über hotels.com. Es ist wirklich nicht gut. Ich wünsche euch schöne Ferien, wenn ihr geht. Und ja, tönt über andere Seiten buchen. Grazie mille for watching the lesson. Please subscribe.